Goede Marius. Ik wil hier lezen uit Hebräer, de eerste kapitel, de eerste 3 vers. De overschrift zegt, Gott redt durch seinen Sehen. Gott, der in verheerende Tiden Verkenden auf viele verschiedene Wege durch die Propheten zu unseren Vätern geredet hat nu in diese letzte Deel durch seinen Sehen zu uns geredet. Er hat ihm dazu bestimmt, alles zu erben. Durch den Sehen hat Gott auch die Welt gemerkt. Der Sehen strahlt die Herrlichkeit von Gott aus, dem er in seine Ort und Weise auch genau lenkt. Durch seine Kraft geht Wort, Drach und erhält er alles, was du ist. Er hat uns von den Sünden gereinigt und sich dann bei der rechten Hand von der Majestät im Himmel gesagt. Wir wollen noch beten. Vor dem Himmel, Dankeschön. Dankeschön für jedem einen, der rausgekommen ist. Und Dankeschön, Herr, für den Wort, dass wir das können studieren. Herr, ich freue mich, du musst mit Hermi sein, am dir Wort geben. Und das Dinge ist, kann ich anreden, Herr, dass wir wollen unsere Harten aufmerken und Ruhm merken, für das dein Wort kann und an unsere Harten wirken. Herr, bitte ich in die Namen. Amen. Was schön, dass Gott sich hat geopenbart, nicht? Das ist wirklich schön und gut, dass er das ewig hat, für uns Menschen sich zu offenbaren. Dass er wirklich wird, den Himmel zu verlassen, auf diese Erde abzukommen, dass er kann sich durchstellen als uns Radar, als uns Erlöser. So, Dankeschön für die Versen lesen. So, ich will noch sagen, wir wollen eine Reihe von Botschaften durchgehen. Gott offenbart sich. Er offenbart sich verschieden und die Menschen reagieren verschieden. Für sind auch dann bekicken wir uns, wo Gott sich offenbart hat zu den Stirnforscher von Osten, wo der kommen deuten und nur diesen Jesus sehen deuten und er offenbart sich zu durch ein Stirn. Wir bekicken uns, wo sie dann nach Jerusalem kommen deuten und nur diesen Neugeborenen König von den Juden Frauen deuten und wo sie dann über den wiedergehen deuten und sie fangen diesen Jesus und sie fallen vor am Dol und sie beten am an und sie deuten ihm auch Geschenke geben. So, wir kicken uns eigentlich nur 3 Dinge, die wichtig wären, ganz besonders von Ernt. Eins, sie deuten viel Zeit nehmen, um diesen Jesus zu sehen. Was ich glaube, so ungefähr, ihre Reise ist 18 Monate durch irgendwo war. Es kann ein bisschen länger sein, aber durchwaschen irgendwo. So, sie haben viel Zeit gegeben, um diesen Jesus zu sehen. Das andere Ding, wo wir nicht kicken, deuten sie fallen vor am Dol, sie beten am an. Und das dritte Ding wird, sie deuten Geschenke geben. So, sie deuten Zeit, Gebet und auch ihre Finanzen, deuten sie durchstellen, verehrt. Und wo sie mit Frieden gefällt werden, dass sie das fängen deuten. So, sie frieden sich für dort. Und so, wir wollen von der wiedergehen, kriegt das, was Matthäus 1, Vers 23 sagt, dass Jesus, wenn er wird kommen, sein Name wird Immanuel sein, das meint Gott mit uns. Und das wird auch passieren. Gott kommt von Himmel rauf und er wird mit den Menschen, er kommt in diese Welt mit uns mitzufeiern. Aber wir wollen 3 Gruppen, weil wir die nächste Sendung checken, wo verschieden sei das annehmen deuten, wo Gott sich offenbaren deuten und wo sie reagieren deuten. So ich sage, diese Wesenmänner, diese Stirnforscher, sie reagieren positiv darauf. Aber von nu waren wir die nächsten 3 Gruppen, wo wir sind, die erste Gruppe, die freut sich, die nächste Gruppe, die jaft noch am Raum, und die andere Gruppe, die hat Angst, und über dem und all der Angst handeln sie gottlos. Und von der, weil wir kriegen diese Gruppe, kicken besonders nur eine Person, vielleicht da, aber wir wissen, dass das denkt nicht allein. Und dort ist kriegt nur Herodes. Das ist eine Geschichte, wo einer nicht das Verhältnis von hören hat, wo ich von der Wahl nachchecken und auch nicht unbedingt, als ich anfange, über das alle rein zu merken, ich will dir auch in den Stich gehen und lieber andere, aber Gott sieht, das, was ich will haben, das soll als an der Weihnachtszeit passiert, das ist, was geworden ist, und wir wollen uns einfach auch nur dort checken, und ich will gehorsam sein. So,
Wenn ihr in der Bibel haben, werden wir nur Matthäus Kapitel 2, 1 durch 12 nun lesen. Luther wollen wir noch bei 18, aber nicht am Anfang mal diesen Aufschnitt. Matthäus Kapitel 2, von 1 durch 12. Du sagst, das ist das. Und als Jesus an König Herodes seine Zeit in Bethlehem in Judäa geboren wird, seid. Dann kamen die Stirnforscher aus dem Osten nach Jerusalem und frühen, wo ist der neugeborene König von den Juden? Wir haben im Osten sein Stirn gesehen und sind gekommen, am anzubeten. Als König Herodes dort hielt, verfiert er sich in ganz Jerusalem mit ihm. Dann leitet er alle Hohepriester und Schriftgelehrte und Volk taubkommen, zu forschen, wo Christus soll geboren werden. Und sie sehen, in Bethlehem in Judäa, weil dort ist, was der Prophet geschrieben hat. Du Bethlehem in jüdischem Land, du bist gar nicht dort planst das Mank Juda, euer Stalde. Weil von dir soll der Lehrer kommen, der über mein Volk Israel wird Herr sein. Dann raubt Herodes sich der Stirnforscher heimlich von ihm uitzufangen, gerade wenn der Stirn wird für den Tag gekommen. Er schaut an nur Bethlehem und sagt, gut, seht, dass je dort Kind fangen wollen, und wenn je dort gefangen haben, dann kommt und sagt mir, dort ich auch kommen kann, dort anzubeten. Als sie den König gehört hatten, gingen sie hin und wirklich, der Stirn, den sie im Osten gesehen hatten, trug weiter vor ihm. Batei kam und über dem Platz stand, wo dort Kind war. Und als sie den Stirn sagen, freuten sie sich sehr. Und als sie am Haus gingen, fangen sie dort Kind mit seiner Mutter Maria und schmeuten sich vor am Dohl, beten am an. Und als sie ihre Resthorschen aufmücken schenken sie Gold, Weihrauch und Meeren. Und wie es Gott an einen Traum offenbart, und wie es Gott einen Traum gewarnt hat, nicht drei nur Herodes zu gehen, gingen sie auf einen anderen Weg nach Haus. So wie es steht. Also, von der offenbart, an unserer Geschichte, das nächste offenbart, Gott sich durch diese Stirnforscher von außen zu Herodes. Und dort ist Krieg, wo wir nur sein, hier ist eine Gruppe, besonders ein Mann, der hier eine Angst kriegen wird und über den gottlos handeln wird. Und bevor wir wieder gehen, wir wollen uns noch halten ein zum Gebet. Leute, wir haben schon vorher, wir kommen für die und wir danken dir für die Weihnachtszeit, wir danken dir für all die verschiedenen Dinge, die abgeschrieben worden sind, von wo du in diese Welt ankommen willst, wo du die offenbaren willst, wo du die raufluten willst, in diese Welt nennen, und warst geboren als ein kleines Kind. Und was alles passiert durch die Zeit, dort abgeschrieben ist, und wir uns von dir darum trägen, erinnern und dort, und von Lehren. Und vor ich frage, dass wir uns von dir muss durch den Wort frisch, was am Hart liegt, und uns Dinge wichtig merken, ganz besonders von der Weihnachtszeit. Dort beten wir den um. Amen. Also von der war wir uns den bekeken, besonders Herodes, und wo er die Angst kriegt, und wo er wieder, wenn wir schwören, checken, gottlos handeln wird. Und das ich sage, dass nicht unbedingt ein Thema, wo das Schönste geht, von zu reden, und doch ist es in der Bibel, und wenn es Gott sein Wort ist, dann will einer wen danach tun, und einer freut sich doch, wenn er ist, dort durch Arbeit haben, gekickt hat, dann kann einer durch was lernen, und was einen auch Frieden bringt. Und die Frau, was hier so von der abkommt, ist diese Woche, was da abkommt, wen wir haben gesehen. Dort ist eigentlich ein klein bisschen den Überblick, wo ich auch habe von der. Und dort ist die Stirnforscher, die kamen an und frühen, wo der neugeborene König von den Juden geboren wird. So, dann sagen sie, wen wir haben gesehen. So, wenn in der Bibel durchhauen, werden wir mal noch einmal den zweiten und den dritten Vers lesen und werden wir mal was Dinge von hier steht, nehmen und frisch wiedergehen. Und dann sagt es, die Stirnforscher, die kommen und dann sie sehen, wir haben gesehen und sagen, wo ist der neugeborene König von den Juden? Wir haben in Osten den Stirn gesehen und sind gekommen, am anzubeten. Also sie kommen und sie sagen, wir haben gesehen, wir haben einen Stirn gesehen. Und das ist, was sie kommen und durchstellen und sie erklären, was das Stirn ist. Das Stirn, was sie gesehen haben, ist von des neugeborenen König von den Juden. Und dann in Vers 3 sagt er, als König Herodes dort hielt, verfiert er sich in ganz Jerusalem.
So, als das König Herodes das hier, dann sagt er, er verfehlt sich. Und wenn einer denkt, dann glaube ich, ging am wirklich eine Angst durch und sein Hort, was glaube ich kann, wirklich sei er sich abgeregt. Was geht nicht an? Heute wird der König von den Juden durch so nicht. Und nu waren irgendwer, was kommt, durch ein niegeborener König von den Juden. Und das sagt hier einfach, er verfehlt sich. Und ich glaube, wenn wir denken, dann wird verfehlen, ich glaube, kann der andere Wirt sein, er kriegt eine Angst. Am Wort Awol, was geht nu an? Was passiert, was er nicht weit will? Er ist eigentlich der König. Aber ein klein bisschen Herodes zu gucken, wer er wird und was, dat uns zusammen am Bett gededelt worden, dann erstens, Herodes, er wird, vor er in Jerusalem König wird er der Gouverneur auch von Galiläa. Und er dort für das römische Reich striden, kämpfen an der Gegend. Und er den nimmt Juda an. Und als er durch Juda eingenommen hat, dann befreit er sich durch eine jüdische Frau, die von einem König Hintergrund kam. Und er hat viel Geld eigentlich für Juda zu der Zeit. Er will hier eine große Anerkennung haben von den Lied. Und er hat viel Bühnen, die Städte verbessern. Er hat den den Tempel frisch abbauen und viele verschiedene Dinge dort, was gut wird. Und wenn sie studieren dann da, er hat auch alles Mögliche zum Israel versuchen, besonders Juda und Jerusalem, Gott für den König durchzustellen, dort ändert es so gut haben. So, in Wirklichkeit, in der Zeit, wird sie unter gewässert, unter Kontrolle, was die Israeliten nicht leiden, aber eine andere Seite, das erprobt, viel Geld zu tun, für dort, seine Menschen auf seine Seite zu kriegen, und Erstattung zu kriegen. Aber er hat eine beise Seite auch. Weil er wird sehr oft ernstlich, dass er wird auf einmal sein Königreich verlieren, er hat die kriegen, weil er diese jüdische Früh gefried hat, was von Königstum endlich wird, und dadurch hat der Fürster der Kommandant von dem römischen Reich hat gekrönt als König für die Juden. Even die Kaiser wie Everarm und so weiter, aber für die Juden, sie am Trouble fährt zu gehen, für die Juden, sie wollen einen König haben, da wird ein Ding, so sie deuten dort auch sein, die ganze Gegend sein an Rüte kriegen. Aber er hat Angst, dass er wird sein Recht verlieren, als er für Jesus geboren wird auch. Und da wird er ein schreckliches Ding. Er braucht seine eine Kinder an, was er von der Früh hat, und auch seine Früh, und der Früh ihre Neffen und Familie, weil sie hat Angst. Auf einmal wird ein von euch stärker werden, und die würden an das Königreich wahrnehmen. Das wäre Herodes wird. So nicht all die Fair, das Herodes, er hat diese Dinge all getan, und nun auf einmal kommt durch eine Frau ab, da kommen Menschen, die sagen, hey, wir haben ein Stirn gesehen, dass du so ein frischer, neuer König geboren sein in Israel. Wo glaube ich, wird das König durchab handeln? Und wenn wir gucken dann die Geschichte, dann sehen wir auch, dass er nicht gut durchab handeln wird. Aber was ich nächste Mal gucken, das König Herodes, der kriegt das einmal zu hören von diesem neugeborenen König, und da braucht er ein von der größten Angst in seinem Leben an, probably was er ever gehabt hat. Nu wird er diesen Thron verlieren. Weil es nu wieder ein wirklicher König geboren, dass er dort utfangen kann von den Juden. Und da braucht er eine Angst. Aber vorher er dort regieren, dann will er erstmal utfangen. Sein, ist das wirklich? Oder ist hier bloß irgendwer gekommen, was sein? So er redet sich, sei ab, und dann in derselben Zeit, dann, was er gedacht hat, vorher irgendwas grautet da, dann will ich erstmal forschen. Weil wir erstmal sagen, was geht an? Und wenn wir dann checken, dann in Matthäus, diese großen 2, durch von Feuer durch saß, weil wir uns den dort mal lesen und sagten, und dann leid, alle Hohepriester und Schriftgelehrte empfahl, Topkum, zu forschen, wurde Christus soll geboren worden. Und sie sehen, in Bethlehem in Judäa, weil es dort ist, wo der Prophet geschrieben hat, aber du Bethlehem in Juda, du in jüdischem Land, du bist gar nicht dort Platz, das man Juda Erde eingestellte. Weil es von dir soll der Lehrer kommen, der Eva, mein Volk Israel wird Herr sein. Also, sie hier steht nicht so, dort am Park dort ganz gründlich an, er verfehlt sich ganz gründlich, aber vorher irgendwas wird down, dann sagt er, weißt du was,
wer wir schmütfängen sein, dass das so ist. Wer wird besser weiten von das aus, diese Mann, was er sich taub kriegen hat. So er kriegt sich der Lehrer von Israel taub, der Hohepriester, der Schriftgelehrte, kriegt er sich taub. Und dann sagt er, hast du irgendwo so überhaupt, dass du Saul ein König von den Juden sein, zum Beispiel? Mir haben sie gesagt, du sollst nie geborener König von den Juden sein und der soll mit Stieren geopenbart sein von Menschen, die von weit aufkommen. Und dann sagt er, glaube ich, today, hast du irgendwo so ein Staat? Die, was die ganze History von Israel kann, und hast du irgendwo so ein Ding, dass du sollst nie geborener König über den kommen. So, er holt sich die Taub und sagt er, ich glaube, das selbe Ding, was er zu Ende gesagt hat, als was er zu dieser Stirnforscher sagen hat. Ich will den Hang und den anbeten. Vielleicht hat der Lehrer das selbe Ding gesagt. Kann ich mir sagen, wo das soll sein? Und ist das ein wirkliches Ding? Und er kriegt sich ein Taub und dann sagt dieser Lehrer, die sagen, yes. Die Propheten, die haben all gesagt. Das wird der Herr lesen in den Hebräer. Durch die Propheten hat Gott auch viel von diesen Dingen gesagt. Und dann zu lassen hat Gott sich so geopenbart. Und dann, wenn sie trägen, dann sagen sie, yes. Du erstens dort, die Bibel, die Propheten haben gesagt, du wird in der Erlöser kommen. Und dort das kriegt von das König, was er reden tun, der wird kommen und sie seien am Wort geboren worden. Sie seien am Wort sein. Und so er forscht sich dort aus von diesem Lied, aber ich glaube, vielleicht die Bibel sagt uns hier nicht, dass er auch was mit Lass und hängerlastig das getan haben, zu diese Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Hohepriester und Schriftgelehrten. Aber er forscht ihn. Und dann fängt er an, wo das soll sein, und dann wird dort dann nicht erst dann rauf, hat sich diese Stirnforscher von außen rauf, sich die drei, aber horch, wo sich die drei raupen dat. Wenn wir mal in Vers 7, dann sagt er, dann rauf heraus sich die Stirnforscher heimlich, utefängt, gerut, wenn er den Stirn, gerut, wenn er die Stirn wird, von Dach gekommen. So, nu dat er all heimlich. Ich weiß nicht, wie das morgen. Er sagt, nu raubt er sich der heimlich. So, nu dat er all die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die ewige Part von den Menschen von Israel, stahlig mir so fair, die lassen all nicht weiten, dass er sich da nu noch drei rauben dat. Nu sagt er, komm mal her, da muss ich mir ein bisschen mehr erklären. Weil nu hat er dort ausgefangen, yes, du sollst ein König von den Juden geboren worden, dort weiß er nu. Und nu sagt er, das habe ich nicht können utforschen, nu weiß ich, dass dort ist, nu will er nach mehr weiten von dort, und der hat er pleitscht, das war ähnlich, was sein, er pleitscht, nu die Stirnforscher Trainer anholen, dann ist er nicht schwierig. Hey, wann er soll jeden Stirn und so weiter. Er weiß nicht wo, aber er hat wirklich eine Zeit und so weiter, und er will nur Krieg weiten. Und dann sagt er, wenn er nicht utgeforscht, er war dort, und er sagt, du seinen Achterforsch, dann geht er wieder, sagt, und er schickt an Bethlehem und sagt, gut, und sagt, dass die dort Kind fängen wollen, und wenn die dort gefangen haben, dann kommt und sagt mir, dass ich auch kommen kann, dort anzubeten. Sieh, hier steht nu, also ich sage, der ganze Ewigkeit von Jerusalem, das sie loten, hat heimlich Plätsch holt, dass ich da, und dann sagt er, der forscht er ut, wenn er die Stirn gekommen ist, und dann der er sagen, nu gut, das sehen wir, es gleich doch so kein besserer, zum nur noch schauen, dass Ewigkeit, wenn die all wir für 1000 Kilometer gekommen, und nu wissen wir in Bethlehem nur noch das ewig eng, und dann, wenn die das erst gefangen haben, dann kommen drei, und dann dort mich sagen, dann sagt er, was will er tun? Er will das anbeten. Wie das der Wort hat? Das wird nicht? Absolut nicht. Aber yes, er wird an seine Angst und an sein Anrührt, was er hat, dort er verschiedene Dinge. So ich sage, ich glaube, er unbedingt, dass er die Schriftgelehrten da weiten lassen, warum er so nicht schwierig wird. Utfängt, es ist so. Er wird anders stammen, das wird so. Dann heimlich sich diese Lied freuen und dann sagen, wann er hat das gesehen. Okay? Wir haben eine Timeline, wir haben eine Zeit, wann er dort wird. Und dann das nächste, dann sagt er, weißt du, nicht gut, seht das nach. Wenn jeder Kind ist gefangen hat, dann kommt rein, dann sagt mir dort, wir sagen, weil auch kommen dort anbeten. So, das wird seine hängerische Weg von er will frisch, er hat sein Anrührt, hört, was er hat, dass er nicht das König soll sein, hat er verschiedene Dinge getan, ich weiß, wann er das ungefähr geboren wird, er weiß nicht ungefähr wo, und er denkt doch so
So wenig Abrüte merken von dort. Die würden sich da die Hand schauen und die würden das Kind finden. Dann würden die nach 3 kommen und am dort sagen, Krieg wurde wird, wohnen Stadt gekriegt, im Wohnhaus. Und dann dürfen wir bloß Krieg durch seine Soldaten Hand schauen. Weil sein Ziel wird nicht anbeten. Sein Ziel wird ganz was anderes. Und dann fingen wir aber, so ich sage, lesen da weil wir noch einmal kijken in Vers 12. Da wir einmal ein bisschen überhupsen von, wo wir Ferien sind, haben wir all gekickt, wo die Stirnforscher das Haus fängt deuten und was sei da deuten und so weiter. Aber nu wollen wir den auf der Farsch, den Tieren dann auf der Farsch uitloten und dann übergehen in 12. Dann sage ich, und wie Gott an den Traum gewarnt hat, nicht trainen Herodes zu gehen, gingen sie auf ein anderer Weg nach Haus. So Gott fällt mank. Und heute diese Stirnforscher an einen Traum, Leute, dort weiten, sagt er, hey, gut gleich drei nur diesen Herodes, wenn den sein Plan es nicht anbeten. Das ist das Wort. Und sie werden gehorsam, so sie gingen einen anderen Weg, und dann kommen wir bei den 13. Vers, und du sagst, das ist das. No, wir waren in 16. Vers, dort wo wir waren, 16 durch 18. Dann sagt es das, und als Herodes antwortet, dass die Stirnforscher am angeschmiert haben, wird er schrecklich doll. Von einem Ariet hat, von ähnlich Angst, dass wir nie kennen, und all seine Lachs, was er hat, er hat sich das ganz grasslich sehr klug angegangen, damit er wird, er hat uitgefangen, ja, und kennig, wo, und was von Tieten, von Neuer ungefähr, und er hat sich doch am de wenig Abrüte merken, dann würde diese Stirnforscher hier in Licht führen und die würden am Krieg die Hand leiden, nur auf einem Wort an, das Plan ist am Schritt zu gehen. Und von Arich und von einem Wort, was Angst hat, was wird angehen, dreht sich dort Raum und dann kommt du ganz was anderes raus. Und dort ist ein Herodes, als Herodes dort antwortet, dass diese Stirnforscher wir in Tränen Hüs gegangen und am Sein, wo wir dann sagten, nun wird er schrecklich doll. Von Angst und Arü dreht sich dort Raum nur ein gottloses Wort, was er innerweg hat. Aber dort kommt nu, auf einmal hast du wirklich überdeel und kommt fair. So, nu kommt die Geschichte von, was auch an unserer Weihnachtsmann ist, was nicht unbedingt das Schönste ist. Aber der erste an unserer Geschichte bin, und ich glaube, wir sollen den anchecken, und ich glaube, wir sollen ein Kind davon lernen. So, dann sagt er das, er wird nu schrecklich sehr doll. Dann befahl er, dort am Bethlehem und an der ganzen Gegend alle kleinen Kinder von 2 Jahren alt und durch ihr sollen dort gemerkt worden. Weil so als die Stirnforscher gesagt haben, hatten sie dem Stirn 2 Jahre 3 gesehen. Dann war dort so als der Prophet Jeremia gesagt hat, ein Rama ist ein großes Geschrei, ein großes Schrien von Hielen, Klauen und Trüher zu hören. Rachel hielt über ihre Kinder und weil sich nicht trösten lassen will, die alle wach sind. Sie hier steht nu wieder von ein Ding, von Herr lässt sich proben, dass diesen König auch zu Seite bringen, so was er auch von seiner Familie hat, so will er das nicht auch. Er hat viele verschiedene Wege geprobt, wo er wird kein Schlang schmieden, dass er bloß wird Krieg durchkennen, dass ein Kind tun, und bei er wird an, das wird nicht passiert. Aber er hat die Stirnforscher heimlich zu Seite geholt und hat dann gefragt, wann er seine Stirn gesehen hat. Und dann sagt er, die Stirnforscher haben gesagt, ungefähr 2 Jahre 3. So, nu hat er eine Timeline. Und was tut er? Er handelt ruchlos und gottlos. Und dann tut er von darauf alles Kinder. Das er wird an seinem Plan hat das Plan kann nicht fehlen. Das ist ein Don't, was er braucht, das ist ein Don't, was er kostet. Und er hat das Schreikel gedenkt uit Angst und uit Euer. Aber wir wollen dort auch, dass Gott einen Engel hat, oder dass er hat diesen Josef, der einen Engel weitergelassen einen Traum, dass er wird weichgehen, weil dass Gott weiß auch diesen Plan, was Herodes hat, er kann auch Herodes sein Hort, er weiß, was kommen wird. So, wir wollen natürlich, Jesus wird dann all weichgepflegt nach Ägypten. Und wir wollen da nicht nachgehen. Aber von der, weil wir ganz kurz ein paar Gedanken nehmen.
von Herodes. Hij had geplant, hij laat zich dit te doen. Uit angst en uit... en te goede laatst kwam zijn oor eruit. En hij dacht, hij had dat kind Jezus kunt aanbrengen. En dat weer aber niet. So, nu beschäftigt sich mit Hauptfoten. Wat gaan we van dit leren van jou? Wat reagieren eigenlijk op Weihnachten? Wat is een mijn dien hoort wanneer Weihnachten komt? Wat passiert? Wat gaat aan? Wat denken er in du? Wat brengt er in du? Die Stirnforscher brachten diese Nurech, durch ein Kind geboren, und wir sehen diese Gruppen, aber von der Krieg und das. Und ich sage, das denken dort, und was ist hier ben? Und du wirst ein Ding, was mir immer war am Hart kommt, was Gott immer war mir ab am Hart leihen dort. Und das ist das. Dann will Herodes das Kind anbringen. Aber weißt du was, das ist Weihnachtsgeschichte. Jesus ist all abgewaschen, er ist gestorben, gekriegt sich, und er ist abgestoßen, er ist in den Himmel gefahren. Aber wir zelebrieren haben wir Weihnachten als Christen. Im Großen und Ganzen bekannte Christen sagen, dass sie Weihnachten feiern. Aber nu ist die andere Frage, die ich habe. Wie viele Städten wird die Weihnachtsgeschichte angebracht? Wie als Christen, even als Christen in viele christliche Heime, wird die Weihnachtsgeschichte angebracht. Die wird ersatt mit was anderes. So tun wir unzufrieden mit Herodes Tod den Tag, dass er dort nicht geklappt hat. Und daher haben wir nicht abgegeben. Und von der hat er das erst in der Welt, er probt die Weihnachtsgeschichte durch zu kriegen. Er probt die Weihnachtsgeschichte über sie zu schaffen. So gut als er kann. Und weißt du, was mich traurig macht? Dort an sehr viel Heime von der, was die Christen antun, even in unserer Umgebung, du hast die Weihnachtsgeschichte angebracht. Auf viele Schäden von der und Tag, die wollen Weihnachten feiern, aber ich glaube nicht, dass das Wort Jesus einmal wird abgebracht worden. Aber weißt du, was wird abgebracht worden? Ein Teil andere Dinge. Mit was die Weihnachtsgeschichte von der angebracht wird. Und ich will euch an Details nennen, wo, weil sie sind ein Teil Dinge, was da passieren dann. Vielleicht werden viele Heime von der sagen, aber durch die Weihnachtszeit wird vielleicht der Name gebracht worden von den Kindern an irgendeine Wunsch, aber die wird nicht erklärt worden. Die wollen von dort erst eine ganz was anderes gehen. Also ich will uns von der durch diese Geschichte Mut zu sprechen, weil wir die Weihnachtsgeschichte ableben als Christen, weil sie erst bedacht und angebracht worden über die Zeit, von wo Weihnachten gefeiert wird, wo Weihnachten gezelebriert wird. Wir als Christen haben eine Verantwortung. Der nächste Sinn, von ich die Botschaft bringen, ist, da wird eine Gruppe, die nicht am Raum gibt. Weil wir drei, wo eine Gruppe weil wir sind, eine Gruppe, die nicht am Raum geben wird, oder wo wir eine Gruppe sind, wo die Weihnachtsgeschichte, wo drei ableben, die Weihnachtsgeschichte wirklich, wo Weihnachten als drei Leben bringen, als Christen, oder wo wir die durchlegen lassen. Wo wir sind, wo die nicht am Raum geben, oder wo wir eben von denen sind, wo die noch wollen, dort merken mit anderen Dingen, die da Raum sind. Ich weiß jetzt, hier ist ein bisschen streng, aber das wird in Wirklichkeit passieren. Weihnachten, die wirkliche Weihnachtsgeschichte von Jesus Christus, wird zugedacht und angebracht und gesteckt mit 1000 anderen Dingen durch Weihnachten. Und ich und du haben eine Abgabe, die drei abzuleben. Ich und du haben eine Abgabe, die drei lebendig zu machen. Ich und du haben eine Abgabe, Jesus seine Geburt drei Leben zu bringen. Manche Christen. Will so tun, will dann durch Herodes te anbrengen, das hat nicht geschafft. Und so tun hat das gelungen, durch von der, durch 1000 andere Dinge, dort anzubringen. Und ich und du haben eine Abgabe, dort drei abzubauen. Ich und du als Christen haben eine Abgabe, die Geschichte von Jesus, was wirklich ist, was die wirkliche Weihnachtsgeschichte ist, drei an Leben zu bringen. Und ich hoffe, das ist, was ich und du wollen. Dass ich und du wollen mit Freude diese Weihnachtszeit entgegengehen, mit Freude die wirkliche Weihnachtsbotschaft wollen rüberbringen. Und das will ich uns einfach am Hart leiden, dass wir wollen wirklich abpassen, wo wir die Weihnachten feiern dann willst. Entweder ich kann taudagen, oder ich kann rüberbringen, oder ich kann bloß nicht am Raum geben. Und ich hoffe, du bist von dir, wo du sagst, ich will die rüberbringen. Ich will bare klar merken, was Weihnachten ist. Worum ich Weihnachten feiern darf. Die Menschen sollen nicht sein können, das geht um ein Radar.
ein Christus, ein Gott, wat Himmel verleiht, aber Eden abkäm, wer in mich und wer in die. So, das ist, was ich ganz well mitgeben. Wer wird die Weihnachtsgeschichte lebendig merken? Wir passen erst weg, Frauen, und würden Abstimmung von Gebet. Leute, wir noch vor, wir kommen für die und wir danken dir für diesen Morgen. Vor, wir danken dir für diese Geschichte, was du hast abgeschrieben, von was passieren wird, als du auf diese Erde abkommst. Was so tun geplant hat, den Radungsplan zu verstehen und über sie zu bringen, den Tag. Aber du hast andere Pläne. Und du fällst mank. Und vorher von der sei wie viele stehen und viele Hämme, als die wirkliche Weihnachtszeit, von was du an diese Welt ankommst, ist auch angebracht und gesteckt worden, mit vielen verschiedenen anderen Dingen. Vorher haben wir so wie wir ein Leben bringen, von dort, der Wirklichkeit, von wer du wirst, als du auf dieser Erde wirst. Für was du kommst, ein Radar zu sein, für uns, und uns eine Ewigkeit anzubieten. Vorher haben wir so wie wir das mit Überzeugung und mit Klarheit zu den Menschen bringen. Das beten wir in die Namen. Amen. Darf ich drei Dul sagen. Nu, das nächste, weil wir immer gehen, wir haben von dir noch was Glieder abgenommen, was wir wollen tun. Und ich würde das erste Frau nur Isaac führen und Conrad Bowman dann abkommen, um mir Zeugnis mitteilen. Good morning. Mein Name ist Isaac Fair. Geboren hier in Shipyard. Und abgewachsen mit Solaveng. Ab verschiedenen Städten. Meine Eltern sind meist mal ein bisschen rumgetragen. Und zum Glauben gekommen an Jesus Christus in Chihuahua, Mexiko, wo mir dort klar und deutlich war, der einzige Weg nach dem Himmel ist durch das Blut von Jesus Christus. Und nur dem, was einmal wurde geändert, leben wir nicht bloß einmal abrosen, verschiedene schwere Zeiten durchgegangen. Und das ist einmal ein bisschen interessant, wenn einer das selbst meint, der das ab einem selbst kann einer sich nicht verloren, ab einem sich nicht versteht. Dort ist sehr wertvoll, dass wir keine Bibel haben, um Dinge klar merken, wenn einem das selbst nicht klar ist. Aber was du schuld ist, und wo ich sehr dankbar für bin, ich dort einmal meine Eltern bleiben, für den, wer ich war. Sozusagen, ich hatte immer den Stempel reut, das wäre best. Aber ich sage das nicht, durch Gott seine Gnade, sie ich saß wir, sie ich gerät. Aber solange ich dort nicht zu sein gekriegt habe, dann der Druck, was ich hatte, ohne dort Stempel, hat mir gemerkt, viele Dinge getan. Ich habe viele Dinge in meinem Leben nicht getan, was ich getan habe, aber still. Der Video am Hort bringt einen durch, dort einer Firma stehen, der wird nicht gesund sein, wird nicht gut sein. Und dann ist dort einmal, warum tue ich, was ich tue? Du hast eine Ursache für jeder Ding. Ganz kort op je voet. Ik ga mijn dood zijn voor mijn fout. Ik zijn verschillende zware dingen daar gegaan. Maar door God zijn genade zijn ik hier. En einzig allein durch Gott seine Gnade. Und wenn ich von außen nach drei Kirchen da,
mir ist das films nicht deutlich, wo habe ich den Nerven gehört? Zum Sinne der durchgehen ist, was ich dann durchgehen. Die ihr traf nicht zu mir, die ihr traf zu Gott. Wird wenn du meine eine Kraft wäre, dann wäre ich nicht hier. Und ich sage, Luther, als ich drei Dinge deut, sind ich in Stress, Anxiety, schwere Tiden durchgegangen. Warum? Weil ich check drei, von wo kommt die Kraft, was ich hier gehört, um die schwere Leo durchdrehen. Mein Verstand funktioniert nicht recht damit. Wo ich auch sehr dankbar für bin. Weil wer ist Gott? Dort ist Gott, dort ich unbedingt mal kriegt weiten, wer Gott kriegt ist, weil der Plan ist, dort will ich Luther noch mal weiten, weil ich schon Himmel sein. Einzige Ding, was mir ist klar und deutlich geworden, der war ich nun Himmel ist, bloß durch das Blut von Jesus Christus. Und Gott seine Geduld, wir eigentlich hier. Was ist die Sinn, woran sie ich hier noch habt ihr? Was ist der Plan, was Gott hat für mich und meine Frau? Das ist ein besonderer Plan. Aber das steht an Gott seine Hände. Das ist gut, wenn einer einmal nicht alles vorzweit. Das ist gut, wenn einer Luther antwortet wird. Einer ist nicht immer reut, der Dinge, die das mal kriegt, wollen. So, dort verlangt es, mehr Gemeinschaft zu haben mit Jesus Christus. Und dabei zu gehen mit Gott sein Wort. Dort mehr Menschen kennen, zu schmecken kriegen, von dort ewige Leben. Von dort scheine Leben mit Jesus Christus. Dort Leben ist nicht einmal Brausen. Wenn einer kijkt in eine Bibel, dort ist noch nicht versprochen, dort Leben, wenn du für Jesus leben, dann bist du ja Brausen abgesagt, wo das einmal schein dreht. Ich kann auch noch nicht gefangen, wo das dann bloß schein ist. Dort sage ich einmal weiter, nehm dort Krieg ab die und go fährt weg. Aber das gute Ding ist, du hast einer, der betet für mich und der betet für dich. Dort ist Jesus Christus. Der Bet steht an bei Gott zu Führer, der rechte Hand und betet für mich. Durch die Kraft kann ich fährt weggehen. Und ohne Arm sehe ich nicht. So, was so weit. Good morning. Mijn naam is Naita Fair. Ik ben geboren opgewassen in Lelblies, waar ik mijn 17 jaar weer. En ik probeer allemaal smak te zijn en vrede met anderen te gaan. Ik dacht dat we weer het beste wat we kunnen doen. Waar mijn ouders altijd niet veel geleerd hebben verstaan van de Bijbel, wat ik opwassen deed. Aber sie proben ihr Bestes, uns zu lernen. Ein Vers, was mir sehr viel wird, ist, was mein Dad uns lehrt, das ist Johannes 3,16. Wir können auch mal mit meiner Tante und Onkel fahren. Sie werden etwas schlucken, sie haben Vater fahren und sie haben Musik, wat we hadden kunnen aanvallen, en dat ging mijn onkel en mijn zijn Christelijke leider om ja. Hij wist correct voor wat hij dat deed. Hij wil tonen dat we zullen ook onder te schmaken krijgen. So, ik wacht aan dat je naar een ander leven. Zodat ik dan eerst met 17 jaar weer aan terug in de Blue krijg. De ganze Familie. En toen werd ik aan weer zo veel anders als ik opgewassen werd, maar ik werd zo nieuwsgierig. En zo, ik probeer allemaal zo te horen wanneer we een boodschap weer en zo weer. Een zondag weer een boodschap van de hal. En dat kreeg me zo dat toen wil ik niet naar.
So, ik vang maar aan te lezen. En ik word aan dat we hun jullie best uitwendig in gebed over zijn. So we kunnen beden. Te juist vertalen. En om dat zijn wat ons het ging. So, dat we mij ook zeggen, wie het val. En zo is het meer het waar zo zwaar. So, ik wist het dan al dat we kunnen waar geboren worden, bis ik tot in de hemel kan. En ik ging lezen en beden. En hij heeft me vrede. Aber trotzdem immer so zu bleiben. Ich bin mal gefallen. Aber ich bin dankbar, dass wir die Bibel lesen können und checken können. So dass wir wieder abschauen können, wieder gehen können. Er lässt uns nicht da. Und mein Verlangen ist, hier bei der Kirche bitte gehen und hier mitschaffen. Gott sei Dank erst. Dankeschön. Good morning, Ola. Mijn naam is Conroy. Ik zie een christelijke familie opgewassen. En van wat ik me denken kon, zijn ik immer met Jezus bekend geweest, met den Radensplan. Ik heb van klein aan zinnerschool gehad en kan dort worden al die stoten. En ik wist dat einer mis Jezus als einem sein persönlicher Haar und Rada annehmen. Aber ich werde mich nervös sagen, als ich wirklich ein Christ wäre. Als ich wirklich den an mein Hart angenommen habe, als ich das bis mit meinen Wert gesagt habe. Und ich würde für mein geschlossen denken und so ist, dann würde ich einmal schön Jesus annehmen, wenn ich Kind habe, nie wird der letzte Nacht sein, dann wo wir im Himmel sein, oder wo ich den Krieg gemisst habe. So, das würde ich danach nach tun. Und so, die Ansache hatte ich ganz bald mein erstes Jahr in Bibelschule. Und dus dort so habe ich eine Klasse, die nennt sich Personal Evangelism. Und der Lehrer für die Klasse war Dietrich Horms. Und so der hat sehr viel Bibelversen, was wir dann sollen auswendig lernen, um uns helfen, uns selbst abbauen, damit wir können andere Menschen helfen. Und ein von denen wird Römer Kapitel 10, Vers 9, wann die mit dem Mild Jesus als Herrn bekannt und glaubt, dass Gott am vom Tod abgeweckt hat, wascht die seilig. So, diese wird während die, was mir helfen, die Ansache hat, vorzunehmen. Und ich kann mich endlich mal klar sein und frei fallen. Ich weiß, dass wenn ich würde sterben, ich würde gleich in den Himmel. So, das bringt mich dann bald von dem, wo ich mich entschlossen habe, wieder an meinen Glauben den nächsten Stopp zu nehmen, sein zu wissen und Gott zu dienen, mit dieser Kirche ein Member worden und sein Helfen, wo immer dann wird fehlen. Dankeschön. Ik wil vrees met alle stuk vrouwen en opkomen. Zij gaan al eier die zeugnis metgedeeld, voor zijn die 3. So, zij bedoelen dit maar aan dan niet nog eenmaal. En we willen wat vrouwen en dan opnemen als glieder. So, Johnny, we sturen opkomen en die bij ons aanhangen. Ik wil alle 5 vrouwen en dat kan je dan beantwoorden. So, die eerste vrouw is, bekennst du Jesus als dein persönlicher Herr und Heiland und versprachst du am treu zu sein mit deinem Dienst? Ja. Hast du deine Sinn bekannt und die Wach gedreht von dort mutwillige Leben von Sinn und wirst du dein ernstlich Handgeben zu leben, dort Jesus Christus seine Leib in Gerechtigkeit und Wahrheit von dir dachen wird? Ja. Wirst du treu sein zu Jesus Christus, seine Kirche, und dein mit
deine Gebete und deine Gaben und mit deiner Unterstützung, mit pünktlich und Port sein von Gott sein Dienst. Ja. Erst dort dein Verlangen, ein Glied zu werden an dieser Versammlung Gospel Fellowship Chapel. Ja. Ich würde die Frauen bis alle tegelijk Frauen und Kosten beantworten. Das darf ich nicht immer. Bekennst du Jesus als dein persönlicher Herr und Heiland und versprachst du, am treu zu sein mit deinem Dienst? Hast du deine Sinn bekannt und die wachgedreht von dem mutwilligen Leben von Sinn und wirst du die ernstlich Hand geben, zu leben als Jesus Christus in seine Leib, Gerechtigkeit und Wahrheit von die Dagen wird? Wirst du treu sein, zu Jesus Christus seine Kirche und dein mit deinen Gebeten und mit deinen Glauben und mit den Unterstützung, mit pünktlichen Port nehmen und Gott in Gottesdienst. Und erst dort dein Verlangen, ein Glied zu werden an dieser Versammlung aus Gospel Fellowship Chapel. Ja. Gut, ich vergessen abzunehmen. Dann hatte ich die Willkommen aus dem Bruder an dieser Kirche, sorry. Und ich habe die Willkommen aus dem Sess an dieser Kirche. Bekennst du Jesus als dein persönlicher Herr und Heiland und versprachst du, am treu zu sein mit deinem Dienst? Hast du deine Sinn bekannt und wachgedreht von dem mutwilligen Leben von Sinn und wirst du die ernstlich Hand geben, so zu leben, als Jesus Christus in ihr Leib in Gerechtigkeit und Wahrheit von die Dagen wird? Wirst du treu sein, zu Jesus Christus in ihr Kirche und dein mit deinen Gebeten und deinen Gaben und mit deiner Unterstützung und mit pünktlich und Port nehmen und Gottesdienst? Erst hat dein Verlangen, ein Glied zu werden an dieser Versammlung in Gospel Fellowship Chapel. Ja. Dann heute ich die Willkommen aus dem Bruder an dieser Kirche. Bekennst du Jesus als dein persönlicher Herr und Heiland und versprachst treu zu sein mit deinem Dienst? Hast du deine Sinn bekannt und die wachgedreht von dort mutwilligen Leben von Sinn? Wirst du die ernstlich Hand geben, so zu leben, dort Jesus Christus in ihr Leib, Gerechtigkeit und Wahrheit von die Dagen wird? Wirst du treu sein, zu Jesus Christus in ihr Kirche und dein mit deinen Gebeten, mit deinen Gaben und mit deiner Unterstützung, mit pünktlich und Port nehmen und Gottesdienst? Erst dort dein Verlangen, ein Glied zu werden an dieser Versammlung in Gospel Fellowship Chapel. Ja. Dann hatte ich die Willkommen aus dem Sess an dieser Kirche. Bekennst du Jesus als dein persönlicher Herr und Heiland und versprachst, am treu zu sein und mit deinem Dienst? Hast du deine Sinne bekannt und die wachgedreht und mutwilliges Leben von Sinn? Wirst du die ernstlich Hand geben, so zu leben, dass Jesus Christus in ihr Leib Gerechtigkeit und Wahrheit von die Dagen wird? Wirst du treu sein, zu Jesus Christus in ihr Kirche und dein mit deinen Gebeten, mit deinen Gaben, mit deiner Unterstützung und mit pünktlich ein Port nehmen und Gottesdienst? Erst hat dein Verlangen, ein Glied zu werden an dieser Versammlung Gospel Fellowship Chapel. Yes. Dann hätte ich die Willkommen aus der Sess an die Kirche. So, als Kirche freue ich mich noch bald nach einer Abstunde und mit Unterstützung, wie es mit Abstunden, die werden auch für Ernt beten und mit Erntop arbeiten und unterstützen. So, steht ab noch einmal. So, hier soll jeder Kirche steht auch kein Jünd, wir werden auch für Jünd beten und mit Jündtop arbeiten. So, danke schön. Darf ich Ihnen sagen, das nächste Wort das Sing-Team bleibe ich noch abkommen, um noch singen für den Schluss. Jesus, tot danken je hier, totdat zoveel weer wat hij deed. Hij had ons zo werkelijk vergeven je hier, en ons den Himmel nu rein. Met liedig geduldig treb ik als hij, wil mij als zijn voorraad dat kan. Schon wieder auf ein Meer, wir gucken ans Jesus Leon. Halleluja, Jesus von dieser Nacht, erhebt das Gebet, wo du sagst.
weil wir uns einfach opnehmen von sehen. Vater, en Himmel, wie Frauen einfach, dass du uns machst, mit Kraft, mit Frieden und mit Mut segnen und fallen. Dat wir wollen wirklich sein, in extra Stopp zu gehen, wo wir was brauchen, durch diese Weihnachtszeit. Und wieder, wo immer wir wollen sein, wo die uns was anbringen, einfach den Licht scheinen lassen. Für die Haupt uns, wir wollen als Christen, uns Licht so klar scheinen lassen, dass die Dienstnis, was diese Geschichte will durchnehmen, allmählich kann Überhand nehmen. Aber dass uns Licht wird bloß einfach abdachen und wird dachen in dieser Umgebung hier und dachen, wo immer wir wollen sein. Dass du wirst geirrt und gelobt und gepreisen worden. Herr, help uns, wir wollen einen extra Stopp zu nehmen, dass diese Stirnforscher deuten, um die zu sehen, die zu finden, die anzubeten, die abzuheben, die zu loben, die Anerkennung zu geben. Für die Help uns, wir wollen wirklich den extra Stopp nehmen, was immer das brauchen hat, über den Boy und wo immer das Hand hat, über mehr, wo immer das uns was hanrauben, aber die Botschaft wird ankommen, dass dienlich du bist, was rüdachen in der Dienstnis von das was übernehmen will, von wer du wirst und auf dieser Erde, dass dort wird schien und so klar dachen, dass die Antwort wachrutschen. Help uns, dass wir diese Mut, Kraft und Frieden wollen haben und auch mit Frieden wollen wiedergeben. In Jesu Namen. Amen. Seine Loben.